Falls du Druck in dein Leben wegen deiner Zeit, die hast nicht in Stunden da, alle Menschen wollen nach Wort von dir und die fühlst die ebenmaid. Wir sind von Pastor Jacob eine nähere Botschaft an, was sie nennen druckfreie Leben, stress-free living. Wir sind 3 große Dinge, die uns Druck jagen in uns Leben. Nummer 1 ist unsere Zeit. Unsere Zeit wird immer voll, wenn all diese Menschen wollen nach Wort von uns. All diese Dinge, die wir machen, und wir wollen immer meid. Und das bricht unsere Verhältnisse vielleicht mit unserer Familie, wenn wir sind so meid. Und wir haben uns Zeitplan nicht reich angereicht. Nummer 2 ist uns Geld. Geld jagen doll Druck. Wenn wir nicht wollen, dass wir wollen genug Geld haben, um alles zu tun. Oder all diese verschiedenen Dinge, die mit Geld verbunden sind. Und das 3 sind unsere Verhältnisse mit anderen Menschen. Und so der Thema für das Fest sind auch, dass wir der Thema von der Zeit. Wir sollen Zeit kann ein großer Druck sein in uns Leben. Wenn wir haben nicht genug Stunden, um alles zu tun, was wir wollen gleichen. All die WhatsApps, die kommen, all die Menschen, die wir mit jemandem verteilen, all unsere Arbeit, unsere Zeit mit unserer Familie, unsere Zeit mit Gott, Facebook und Instagram und Netflix und unsere Reisen und Dinge, die wir machen fixen bei uns Haus oder bei uns fertig. Und das spielt sich so, wir haben die Zeit, mit der Druck und wir wollen immer meiden. Nee, de gouden nieuwigheid is dat Jezus will uns Ruhe geben. Wir sind in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Das sagt, kommt alle zu mir, die ihr schwerelos und gehen und bedrängt und meid sind. Und ich will ihnen Ruhe geben. Jesus sagt hier nicht, ich will ihnen vielleicht Ruhe geben, aber ich will euch mal überdenken, muss sein, was wir können tun. Muss sein, vielleicht einen Tag will ich ihnen Ruhe geben. No, Jesus sagt, komm zu mir, wenn ihr schwer und bedrängt seid, all das Druck, was ihr in ihrem Leben habt, komm zu mir und ich will ihnen Ruhe geben. So, das ist das erste Ding, was wir sollen tun. Wir sollen zu Gott kommen und all unsere Sorgen bei ihm lassen. Und er wird uns Ruhe geben. Und das zweite Ding ist, wir sollen uns Zeitplan reich anschauen. All diese hunderte Dinge, die wir jeden Tag machen, wenn wir uns Zeitplan reich anschauen, dass wir das können alle tun. Wir sollen noch in Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Besiegt das erste nur Gott sein Recht und nur seine Gerechtigkeit, dann will ich das andere auch alle kriegen. So Jesus sagt hier, dort das erste in den Zeitplan Gott nennen. So Gott soll das Nummer 1 wichtigste Ding sein in ihrem Leben. So ihr dann das erste Gott in den Zeitplan nennen. Das zweite wichtigste Ding ist vielleicht deine Familie oder deine Freunde. So die das Zeit in den Zeitplan nennen, wo die kannst Zeit spenden mit deiner Familie und das Verhältnis mit ihnen. Und das dritte wichtigste Ding ist vielleicht dein Raub auf dein Leben, deine Arbeit, verschiedene Dinge, die du machst. So das kommt das dritte in den Zeitplan nennen. Und dann, wenn du die 3 wichtigsten Dinge hast, dann kannst du all die ewige Dinge du noch nennen, all die WhatsApps und Facebook und Netflix und deine Reisen und Dinge, die du abhängen und fixen. Und die posten du auch noch alle nennen. Aber jedes Mal habe ich das angedreht. Jedes Mal habe ich all diese kleinen Dinge das erste nennen. Und dann habe ich nicht Zeit für Gott, wir haben nicht Zeit für unsere Familie und wir haben nicht Zeit für den Raub, was Gott auf uns Leben nachhat. So wie jemand das anderen, die wichtigsten Dinge erstens Zeit geben in uns Zeitplan. Und dann kommen die anderen Dinge du noch alle nennen. So, wir sehen das erste nur Gott sein Dreck. Und Jesus, er wird uns Ruhe geben. So, wenn du bedrängt bist wegen deiner Zeit, merk dir einen Zeitplan. Vielleicht habt ihr einen Phone, kannst du einen Kalender nennen. Oder vielleicht schreibst du dir durch, was du jeden Tag vorstellst, was von einer klaren Zeit. Und das ist das erste, die wichtigste Dinge du nennen. Wenn wir alle zu bossen, Gott segnet, haben wir gute Weg.